So, der Brief an die Bäuerin, der ist jetzt auch fertig. Jetzt muss ich ihn noch mal durchlesen. Zwingst du Orthopädie, ob auch alles stimmt. Liebe Bäuerin, schreibe dir heute wieder einen Schreibebrief und kann dir nur berichten, dass der Bauer seit deinem Fortgang noch immer der gleiche Stoffel ist, der er schon immer war. Er ist immer noch darauf aus, Geld, Wiesen und Felder zusammenzuramschen, wobei ihm sein sauberner Kumpan, der Florian, Zutreiberdienst leistet. Auf deine Frage, ob sich der Bauer bereits für andere Weibsbilder interessiert, muss ich dir mitteilen, dass ich es nicht weiß. Für mich interessiert sich weder der Bauer noch der Flori, der Bazi. Obwohl ich längere Zeit meine Kammertüre offen gelassen habe. Jetzt sperre ich wieder zu. Sollte ich aber bemerken, dass der Bauer einem Kittel schöne Augen macht, werde ich dich sofort express verständigen. So beschließe ich also mein Schreiben und hoffe, dass du es auch lesen kannst. Ich habe absichtlich langsam geschrieben, weil ich weiß, dass du nicht schnell lesen kannst. Deine allzeit getreue Lena. So, der ist jetzt richtig, der wird jetzt... Das ist der Florian. Ja, was ist denn? Ja, was schreist denn so? Luder, dieses Unverschämte. Ja, was ist denn das? Ja, wie redest denn du mit mir? So, fühlst du dich vielleicht betroffen? Ich hab doch dich gar nicht gemeint, sondern deinen Schnurrikader, deinen Liebling. Dieses Hundsvieh habe ich gerade erwischt, wie es beim Fenster aus ist mit einem Drum Fleisch, ne? Nein, sowas macht mein Schnurrelein nicht. Nein, das macht er nicht. Ich würde erst um Erlaubnis fragen. Das wäre sowieso bald seine Henkersmahlzeit geworden. Ja, wieso? Ja, wenn er nicht ins Knack eingezogen hätte, hätte er meinen Stiefel abgeschlagen. Das sage ich nicht ein. Du, ich sag dir was. Du untersteh dich und tu meinem Schnurrle was an. Dann kriegst du es mit mir zu tun. Ja, dann pass besser auf oder fütter ihn besser, ne? Oh, da brauchst du keine Sorgen machen. Der kommt schon zu seinem Sach. Ja, jetzt in der lauen Sommernacht, da braucht er mehr, da braucht er eine Kraftnahrung, wenn er abends auf den Scheunendächern Ausschau hält nach seinem Lieblingskatzel. Ne? Ja. Das braucht mein Schnurrlein nicht. Braucht er Das nicht. ist ein richtiges Mannsbild. Was? Ah, dem könnte sich so mancher ein Beispiel nehmen. Oh, das geht auf mich, naja. Na gut, dann werde ich mich heute Abend mal auf Scheunendach setzen und mitsingen. Hoffentlich kommst nicht du daher. Ja. Ne? Da brauchst du überhaupt keine Angst haben. Da müsstest du dich schon von Grund auf ändern. Ja. Und dann würde man es noch ein paar Mal überlegen. Ja. Das heißt, wenn du mich einmal ernsthaft ferntätst, dann vielleicht. Oh, da heißt vorsichtig. Vorsichtig sein, sonst sitze ich drin in der Katzenfalle. Ja, herein. Grüß Gott, Flori. Ja, was sehen meine blassblauen Veilchenaugen? Das ist ja der Armracher Bertel, ha? Ja. Ist der Bauer nicht daheim? Nein, das auf einer Hofversteigerung. Muss aber bald wieder zurück sein. Sag mal, bist du schon fertig mit deinen Schulen? Ja, Gott sei Dank. Ja. Der Bauer ist nicht da. Nein, der ist nicht da. Dann geh ich wieder. Warum? Wär's was Wichtiges gewesen? Ja, und oh, Was denn? dieser Schuft, dieser Mistige, der hat doch meine Eltern eingeklagt, weil sie die Schuld bis zum 15. nicht zahlen können. Na, heute ist erst der 14. Hast du noch einen Tag Zeit? Ach so, ja. Ja. Was? Möchtest du mich auf den Arm nehmen? Nein. Wir haben am Morgen kein Geld zum Zahlen. Dann sehe ich aber schwarz für dich. Bei unseren Bauern heißt es entweder zahlen oder marschieren. Ja, dafür ist er bekannt in der ganzen Gegend, dieser Schuft, dieser Elendige. Aber dieses bringt ihm kein Glück, das sage ich dir. Ich möchte nicht sagen, von Tag zu Tag wird sein Besitz größer. Und wo er hinlangt, da bleibt der Geldpappen. Ja, weil er so dreckige Bratzen hat, gell? Ja, sag mal, wenn du weiter so mit solchen Ausdrücken rumwirfst, dann habe ich keine Bedenken, dass du einen Aufschub bekommst. Ja, das ist ja das, dass man bei dem Lumpen mal noch kuschen muss. Na ja, mach nur weiter mit deinen Komplimente.
Unser Bauer ist ein Ehrenmann. Ach so. Sag er dir wohl, unsere Geschäfte macht alle der Rechtsanwalt. Ja, der Aasgeier. Der heißt nicht Aasgeier, der heißt Mastgeier. Ne? Bei dem bin ich auch schon gewesen, wegen meiner Sache. Was hat er denn gesagt? Ich soll schauen, dass ich zum Teufel komme. Ach so, drum bist du zum Bauern gegangen. Ja. Na gut. Jetzt sitzt du mal nieder. Darf ich? Weil, kannst du mit ihm mal reden? Versuch's halt mal, vielleicht gelingt's dir. Ne? Sag mal, jetzt bist du ja sozusagen ein Studierter, gell? Ja, ein Diplomlandwirt. Ja. Aber einer, der bald keinen Hof mehr hat. Mach dir nichts draus, Bertel, dann heiratst irgendwo in einen reichen Bauernhof hinein. Wir haben ja genug reiche Bauerntöchter und reiche Witwen mit viel Geld und so, ne? Da weiß ich zum Beispiel gleich eine für dich. Ja? Den Reisberger, seine Tochter, das ist der reinste Bumerang. Wieso Bumerang? Die war schon 7-mal verlobt, kommt immer wieder heim. Danke. Und sowas willst du jetzt mir aufhängen? Nein. Außerdem habe ich jetzt ganz andere Sorgen. Ja, Flori, was denn? du könntest doch für mich beim Bauern ein gutes Wort einlegen. Ich für dich. Ja. Wenn ich einen gehörlosen guten Morgen sage, ist genau dasselbe. Aber gut, ich kann schon versuchen, dir zu lieben, gell? Wirklich? Ja. Mei, da danke der Rechtschenker. Ja, ja. Dankeschön, gell? Ich schau noch später wieder vorbei, Ja, gell? ist recht, gell? Dankeschön, Flori. Ja. Ei. Ja, hat vielleicht einen Händedruck beieinander, ja, tippst den sowas ab. Lina! Hey, was ist denn? Was schreist denn immer so? Ja, weißt denn du nicht, dass mein Name viel schöner klingt, wenn du flötest? Was ja? soll ich flöten? Ja, schau her, so zum Beispiel. Lenen. Liebs Lenelein. Oh. Gut. Sei so gut, dann bring mir eine Brotzeit, gell? Warum? Du isst doch sonst auch immer erst, wenn der Bauer kommt. Ja, das ist ja nicht da, mein Magen muss sich an seine Abwesenheit gewöhnen, ne? So. Hat er nicht gesagt, wann er wieder zurück ist? Aber weil der zu mir schon was sagt, außer Grobheiten höre ich doch von dem nichts. Gut, dann bringst du mir einstweilen ein Glas aus Schnaps, damit sich mein Magen beruhigt. Schnaps. Ja? Ich verstehe nicht, wie man so am Schnaps hängen kann. Was? Ja, weißt denn du nicht, dass der Schnaps ein langsam wirkendes Gift Das ist? macht mir nichts aus, ich habe sehr viel Zeit. So, aha. Also dann, da, Ja, trink. danke schön. Du sag einmal, Ja? wo warst jetzt du gestern? Gestern? Ja? Wo ich gestern war, pass auf, wenn du mir noch ein Glas und Schnaps gibst, dann sag ich's dir. Ja, wenn du dein Leben unbedingt verkürzen willst, Ja, dann das da. war. Mit einem Glas und Schnaps in der Hand vergeht die Zeit so schnell. Also du möchtest wissen, wo ich gestern war. Ja. Moment. Also, pass auf. Ja. Gestern war ich, Ja. wenn du mir noch ein Glas und Schnaps gibst, dann sag ich das, gell? Du, gell? Was? Na, behalt du deine Neuigkeiten für dich und ich behalte meinen Schnaps. Ja, was? Jedenfalls muss was ganz Wichtiges gewesen sein. Nämlich so nervös wie gestern habe ich den Bauern überhaupt noch nie erlebt. Das glaube ich, ich war. Du, alle Augenblicke ist er hergekommen und hat gefragt, ob du schon da bist. Ja, ich war in einer sehr wichtigen Sache unterwegs, in einer sogenannten Sondermission. Ja? Ja. Das kann ich mir denken, dass was Wichtiges war. Weil es gar so spät geworden ist, Herr Missionär. Was denn? Stehe ich vielleicht bei dir unter Kontrolle, ha? Das kann ich nie dafür, du. Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Also, wo warst du gestern? Wo ich gestern war? War gestern nicht daheim. Ja, haltest du mich für blöd, hä? Weiß ich nicht, komm ich aber auch irre. Also, also der Schnaps ist sofort konfisziert und dass du es weißt, mit dir rede ich jetzt kein Wort mehr, gell? Versprichst du mir das, Lina? Du weißt du, was du bist. Du bist ein ganz ein... Du sagst nicht, was ich bin, ich suche mir selber raus. Außerdem hast du zu mir gesagt, du sprichst nicht mehr mit mir. Ja? Gut, dann machen wir es anders. Ja. Okay, also beleidigen brauchst du mich nicht, gell? Das schau mal, verschwind jetzt. Ab. Schau. Was? Verschwind. Sie möchte wissen, sagen, ja. Schade, dass schon fort ist. Ich meine natürlich die Flasche Schnaps. Aber Neugierde. Dein Name ist Weibi, weißt du, da muss ich auch achten. Schau mal. Ja. So, jetzt, schaut, dass er fort ist. Jetzt hätte ich noch einiges gewusst, was ich ihm sag. Jetzt muss ich mal den Schnaps probieren. Möchte wissen, warum die Mannsbilder alle an dem Schnaps hängen. Wo ist der raus? Lena! Ja, du
Grüß Bauer. Herr Bauer, du bist schon da. Na, ich komm erst. Ja. So eine blöde Frage. Ja. Wo ist denn der Flori? Mei, jetzt geht die Fragerei schon wieder los. Gerade war er da und hat nach dir gefragt. Der ist noch nicht weit. Du, soll ich ihm bei der Küche ausrufen, dass er zu dir kommen soll? Von mir aus. Aber ein bisschen flott, ja. Sehr flott, ja. Bei der kann es sich auch nur noch um Sekunden handeln. Mein Gott, wo bleibt er denn bloß? So, bin schon da, euer Gnaden. Also du, wie steht's? Was? Ist alles in Ordnung mit der Monika? Hat alles wunderbar geklappt. Habe alles ausgerichtet, wie du mir es aufgetragen hast. Gott sei Dank. Ja. Naja, ich weiß ja, auf dich ist halt Verlass. Du, der Maßgeier hat auch schon Einsicht genommen ins Grundbuch. Ja? Ja. Sie erbt tatsächlich nebst dem großen Bauernhof, der modernen Walzmühle, dem Sägewerk, den Wiesen und Feldern auch noch das gesamte umliegende Waldgebiet. Hui. Bis hinauf zum Himmelsjoch. Sapperlot nochmal. Hui, da kann man ja gratulieren, was? Ja. Noch ist es nicht so weit. Du, da sind noch viele Hindernisse. Ja, das größte Hindernis ist, dass du noch verheiratet bist. Das ist ja die Hauptschwierigkeit. Ja. Das hätte ja die Monika schon vom Fleck weg heiratet. Ja, was meint denn der was meint denn der Maßgeier, wie lange es noch dauern wird mit der Scheidung? Ja, das kann sich schon noch eine Weile hinziehen. Ja, meine Frau, die Froni will sich ja auf gar keinen Fall scheiden lassen. Ja. Dabei war sie's, die mich nach einem Streit verlassen hat und ist dann zurück zu ihren Eltern auf den Hof. Ja. Ja, und je mehr ich es natürlich auf eine Scheidung dränge, umso stutziger wird sie. Na, das kann. Also ratet er mir zur Geduld. Und das kann man doch denken. Weil die Froni, die hängt dann noch an dir, was ich allerdings nicht verstehen kann. Und das begreife ich. Je mehr Eile, das du zeigst, umso höher wird die Forderung bei einer Einwilligung. Ne? Das ist es ja. Wenn zwei arme Leute auseinandergehen, ist das alles kein Problem. Ja. Dann nimmt sie die Hauswäsche und er die Kuh und jeder geht seine Wege. Aber bei uns, da wo Besitz da ist, ja, da wird über die Anwälte gehandelt und gefeilscht wie auf dem Jahrmarkt. Du, dabei bin ich mit meinem Angebot für die Einwilligung in die Scheidung schon bis zum Äußersten gegangen. Ja, mei, sie will dich halt nicht hergeben, ne? Und du meinst, die Monika ist jetzt die große Liebe? Große Liebe. Gehör mir doch auf mit dem Schmarrn. Was denn? Für so romantische Dinge hab ich doch gar keine Zeit. Nicht? Ja. Die Monika ist ja ein netter Kerl, soweit ich es kenne. Aber das Ausschlaggebende, das ist der Besitz. Der Besitz. Du weißt, ich will nach oben. Ja. Ganz nach oben. Das habe ich mir geschworen. Ja. Und du glaubst, die Monika ist mit dir einverstanden? Na, ich denke schon. Bei meiner seinerzeitigen Vorstellung bei ihr auf dem Hof habe ich einen sehr guten Eindruck gemacht. Tja. Ich denke schon, dass die Monika mit mir als zukünftigen Ehemann einverstanden ist. Ja, das glaube ich schon. Ich meine, und die Präsente, wo du immer durch mich schicken hast lassen, sind ja auch nicht von schlechten Eltern, gell? Das sind Investitionsspesen. Aha. Kommt alles wieder rein. Schön. Hat sie sich diesmal gefreut über die Halskette? Ja, und wie? Ganz narrisch war es vor lauter Freude. Sie hat bloß gemeint, warum dass du nicht selber einmal kommst, ne? Sie hat immer das Gefühl, dass du irgendwo woanders noch so einen Weiberkittel sitzen hast. Das ist schon gut so. Das hält das Interesse an mir wach. Ja? Aber jetzt muss ich mir jeden Schritt, den ich mache, genau überlegen. Du weißt, meine Froni hat überall ihre Spione und Zuträger. Du, da heißt es vorsichtig sein. Aber ich glaube, die ganze Vorsicht wird nichts mehr nützen, denn deine Goldtaube ist auf dem Anflug zu uns auf dem Sternhof. Was sagst du? Sie kommt hierher? Jawohl, sie hat in der Stadt noch was zu besorgen und anschließend kommt sie daher, um dich mit ihrem Besuch zu erfreuen. Sag einmal, spinnst du? Das kann möglich sein, ich weiß es nicht, ne? Mei, was glaubst du, was ich der Monika alles vorgelogen hab schon? Der Münchhausen war der reinste Waisenknabe gegen mich. Also sie will wirklich hierher zu mir auf den Hof kommen? Das ist ihr einziges Bestreben, hat sie gesagt. Hast du nicht versucht, ihr diese Wahnsinnsidee auszureden? Einem Weib etwas auszureden. Haha, da lach ja. Da kann ich dir noch eher einreden, dass du von mir ein lediges Kind bist. Ich? Von dir? Ja? Danke. Na, willst du es nicht sagen? Na, gleich, ja. Ich habe versucht, alles Mögliche. Ich habe sämtliche Krankheiten hab ich auffahren lassen, angefangen von der Maul- und Klauenseuche. Nix, sie kommt. Und darum brechen hier unsichere Zeiten an. Ich werde meinen Koffer packen und werde meinen Urlaub antreten, den du mir seit 10 Jahren versprochen hast. Gell? Nix da. Du bleibst da. Ich bleib da.
Das würde dir so passen, mich in so einer brenzlichen Situation allein zu lassen. Ja. Du bleibst da und redest mit der Monika. Ich mit der Monika? Die wird an mich keine besondere Freude haben. Red nicht so blöd. Stell dir mal vor, die Lena nimmt die Monika in Empfang. Oh Gott, das was die hier für Nettigkeiten über mich erzählen wird. Ausversion. Ja, die Monika, die packt ihren Koffer, haut ab in die Wüste, ohne Kamel. Ja, auf mit deinen dummen Reden. Überleg lieber, was wir jetzt in dieser Situation alles machen können. Überlegen, mein Hirnkastel ist zurzeit voll, ich habe sehr wenig Schlaf gehabt. Geh jetzt zur Lena, vielleicht kann ich einen Schnaps ergattern, vielleicht fällt mir dann was ein. Herrschaftszeiten, was mache ich denn nur, was mache ich denn nur? Grüß Gott, Bauer. Grüß dich Gott. Was willst denn du bei mir? Ja, ich komme wegen meinen Eltern, die du eingeklagt hast, weil sie die Schulden nicht bezahlen können. Ja, das habe ich. Es ist halt einmal so auf der Welt, dass der nicht zahlen kann, eingeklagt wird. Ja, ich wäre auch verklagt, wenn ich meinen Verpflichtungen nicht nachkomme. Ja, deshalb bin ich ja da. Kannst vielleicht zahlen? Na, aber bitten täte ich dich um einen Zahlungsaufschub. Weil jetzt, wo ich mitarbeiten kann, wieder, ging's vielleicht leichter. Tut mir leid. Ich kann dir da nicht helfen. Das erledigt alles mein Rechtsanwalt, der Maßgeier. Ich hab damit nichts zu tun. Ich glaub bloß, dass da nicht mehr viel zu machen ist. Nur eine Bezahlung bis zum 15. könnte die Sache noch rückgängig machen. Ja, aber meine Eltern haben doch kein Geld und ich schon gleich gar nicht. Tut mir leid. Ich kann die Sache nicht ändern. Ich hab sowieso schon lang genug zugewartet. Gerade weil ich eure Familie kenne. Ja, aber schau, bei einer Hofversteigerung, da wird doch alles unterm Wert verkauft. Ja, freilich. Ja, der, wo euch einen Hof ersteigert, der will doch auch eine Chance haben. Also wie gesagt, ich kann dir da nicht helfen. Ich bin jetzt mit viel was Wichtigerem beschäftigt. Auf Wiedersehen. Ja. Du könntest vielleicht nicht doch noch ein bisschen warten. Vielleicht finde ich noch jemanden, der mir ein Geld leiht. Deine Sache. Bis morgen hast du ja noch Zeit. Vielleicht gelingt's dir. Also, vierte. Ich probier's wirklich, aber Aussicht habe ich keine. Ja, der Bertel. Jetzt hast du mich ganz vergessen. Ja? Was ist, hast du geredet mit ihm? Ha? Ja, aber leider ohne Erfolg. Nein, ich hab dir nicht gesagt, meine Prognosen stimmen immer. Ich hab nämlich dem Bertel versprochen, dass ich eine Fürsprache für ihn bei dir mache. Ja, streng dich nicht an. Da ist nichts mehr zu machen. Und halt mir den Bertel nicht auf. Das ist nämlich eilig. Ja? Dass er noch den findet, der ihm das Geld leiht. Na, Bertel, bleib nur da. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Königsidee, habe ich jetzt gerade eingefallen. Ich glaube schon mehr eine Schnapsidee. Ja? Bertel, du siehst ja, der Flori hat scheinbar ein bisschen zu tief ins Glas angeschaut. Lass dich nicht aufhalten gehen. Nein, Bertel, du bleibst sitzen und da ist ein bisschen ein Schnaps zur Stärkung. Hast du nämlich dringend notwendig. Ja? Sag mal, wie gehst denn du mit meinem Schnaps um? Pass auf. Du hast zu mir gesagt, ich soll mir was einfallen lassen, dass wir diesen Hochzeitskarren, der im Dreck steckt, wieder rausziehen. Und das ist das Pferdl, das diesen Karren wieder rausziehen wird. Ich sehe kein Pferdl. Da ist ein Monstrum Rindviech. Du bleibst sitzen. Ihr meint mich. Was soll denn die ganze Komödie? Du gehst jetzt mit mir ins Fremdenzimmer hinein, da werde ich dir einiges erklären. Und du wartest auf das Ergebnis. Ja, willst du mir es nicht endlich sagen? Nie sollst du mich befragen. Jetzt komm endlich. Du, sag einmal, willst du einen Narren aus mir machen? Oh, ich werde der Natur nicht ins Handwerk pushen. Ein komischer Kauz, der Flori. Aber wenn er meint, ich soll warten, bitte, warte ich eben. Also, einen Schnaps soll ich auch noch trinken zur Stärkung. Da wird man eher schwach davon, als wie stark. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Also, bitte. Danke. Au! Au! Sie haben aber einen harten Kopf. Ja, das tut mir jetzt aber leid. Hoffentlich sind Sie mir nicht böse. Nein, ist schon gut. Ja. Wollen Sie vielleicht Platz nehmen? Der Bauer kommt gleich wieder, der ist gerade nicht da. Dankeschön. Ja. Bitte schön. Oh, Sie haben aber gut getroffen. Ja, Sie auch. So. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wollen Sie vielleicht ein Glas Schnaps zur Stärkung? Warum schaue ich so aus, als ob ich so schwach wäre? Aber bitte,
Ich will Ihnen keinen Korb geben. Das ist nett. Das sind Gläser. Ein kleiner Moment. So, bitteschön. Dankeschön. Ich trinke auch noch einen. Ja. So, zum Entschuldigen Sie. Moment. 3 Schritte vom Leib, Sie Unglücksrabe. Ja, Unglücksrabe bin ich, das weiß ich. Da. Danke. So, und jetzt auf demselben Weg wieder retour. Und wenn jetzt noch mal was passiert, dann ergreife ich wirklich die Flucht. Sie brauchen keine Angst haben. Ich setze mich jetzt daher und bin ganz brav. Hoffentlich. Sagen Sie mal, stellen Sie sich nur so oder sind Sie wirklich so ungeschickt? Nein, ich bin schon wirklich. Ja, ich könnte mir oft selber eine runterhauen, weil ich mich oft so dumm anstelle. Also Sie sind, wie man so sagt, ein bisschen... Blöd, sagen Sie es ruhig. Ja, das höre ich jetzt schon mein ganzes Leben lang. Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Ich meine, es gibt Menschen, die ab und zu ein bisschen einen Schubser brauchen im Leben, damit sie sich zurechtfinden. Ja? Das haben Sie jetzt nicht gesagt. Danke. Bitte? Sie sind so freundlich. Sie sind so nett. Sie sind nicht von hier, gell? Nein, ich wohne etwas weiter weg von hier. Ja, ich nicht. Ich bin von da. Ja? Ja, ich bin der Bertel. Amracher Bertel. Und Sie? Sind Sie eine Verwandte vom Bauern? Einstweilen noch nicht, aber es könnte möglich sein. Ich soll nämlich da am Hof die neue Sternhofbäuerin werden. Was? Sie? Ja. Da? Ja? Jetzt trifft mich der Schlag. Wieso? Oh, stehst doch auf, mein Hut! Oh, schaut dir das an! Also, Sie sind wirklich... Ach, unmöglich ist dieser Mensch. Habe ich mir doch gleich gedacht, dass das nicht gut ausgeht. Immer wenn es schön anfängt, hört schlecht auf. Und du glaubst, dass der Bertel der Richtige dafür Ob ist? der Bertel der Richtige ist, schau ihn doch an. Genau der Richtige. Wenn der in den Kamin reinschaut, geht's Feuer aus. Schön langsam glaube ich selber. Ja. Warum schaut's mich denn so an? Ja, Wollt ihr mich kaufen? was? Ja, sowas Ähnliches. Ja, Ja. aber ich bin doch kein Rindvieh. Na, das wird sich erst herausstellen. Ne? Ja. Du, ich mach dir einen einmaligen Vorschlag. Ja, da heißt es fett zugreifen, gell? Pass einmal auf, ich glaube, ich muss dich da zuerst ein bisschen aufklären. Ja, das hat auch dringend notwendig. Aha, also so ist auch wieder nicht, gell? Ne? Also pass auf. Du hast mich doch gebeten, dir, das heißt deinen Eltern, einen Zahlungsaufschub zu gewähren. Ja. Ist vorerst bewilligt. Wirklich? Bleib sitzen, es kommt noch dicker. Bleib nur da. Natürlich musst du mir auch eine kleine Gefälligkeit erweisen. Ja, das mache ich gern. Ja. Weißt du, ich bin im Begriff, eine zweite Frau zu heiraten. Eine zweite? Darf man denn das, 2 Frauen auf einmal? Ja, also eigentlich nicht, obwohl ich manchen 2 Frauen vergönnen würde, ja? Ich möchte noch mal eine halbe. Natürlich muss ich zuerst von meiner ersten geschieden sein. Ja. Aber das kann sich noch eine Weile hinziehen. Naja, und während dieser Wartezeit, da könnte so manches passieren, was mir nicht in den Kram passt. Und da hat mich der Flori auf die Idee gebracht. Ja, Flores Ideen sind die besten, vom Osten bis nach Westen. Du wirst aber auch verstehen, dass ich mich auf nichts einlassen kann, was meinen guten Ruf gefährdet. Ja, jetzt weiß ich Bescheid, ja. Na, ist ja das, ja gar nicht so dämlich, wie er ausschaut, ja. Also, Ja. kurz gesagt, du wirst mein Stellvertreter bei meiner Braut. Ja. Sozusagen Bräutigam mit ernsten Heiratsabsichten. Kennst dich aus? Was, ich? Ein Bräutigam? Gell, da schnappst du mir für Freude, gell? Ja. Natürlich heiratst meine Braut in Wirklichkeit nicht. Nein. Du spielst bloß den Bräutigam. Ja, du bist ein sogenannter Scheinbräutigam. Verstehst du das, ja? Das ist ein Scheinbräutigam, das ist ungefähr so, wenn du auf Weihnachten ein Fahrrad bekommst und auf Ostern darfst du erst fahren damit, gell? Ja, komm, lass den Unsinn. Ja. Pass auf, Bertel. Was?
du bist sofort bei mir da als Wirtschafter angestellt. Ja. Selbstverständlich mit dem dir dafür zustehenden Lohn. Du ziehst heute noch mit Sack und Pack da bei mir ein. Ja, warum denn? Ja, weil deine Braut auch da am Hof sein wird. Jawohl, und ihr habt euch doch zum Fressen gern und dann gehört auch eine Braut dazu, ne? Einen Bräutigam. Ja, da weiß ich aber noch gar nichts davon. Nur vor den Leuten natürlich. Damit es glaubwürdig erscheint, dass ihr zwei zusammengehört. Ja. Und ich betone, nur vor den Leuten. Komm ich doch da auf dich verlassen. Ja, selbstverständlich. Natürlich. Ja, aber warum seid ihr jetzt da ausgerechnet auf mich gekommen? Ja. Ja, warum? Geh, erklären du das. Ja, also pass auf, das ist folgendermaßen. Nachdem du im Liebesleben nicht so bewandert bist und ein anderer Mann dafür vielleicht zu gefährlich wäre, hast du beim Bauern das große Los gezogen, ne? Ja? Ja. Das freut mich aber. Okay, ja. Ja, also nachher. Ja, ich glaube schon, gell, dass mir die Rolle als Bräutigam noch viel Spaß macht. Du. Na, freilich. Umso besser. Ja, und noch was. Absolutes Stillschweigen gegen jedermann. Auch deinen Eltern gegenüber. Kein Sterbenswörterl von unserer Abmachung. Nein, nix sage ich. Ich tue das Beste, was ich kann. Na, Also? also. Da sind wir uns einig. Schlag ein, der Handel geht's. Der Flori ist unser Zeuge. Jawohl, Zeug. Was ist mit dem Zeugengeld, hä? Na, ja, also schon. Jetzt hast du eine schöne Anstellung, ein gratis Bräutigam, Schulung dazu und deinen Hof kannst du auch behalten. Was willst du noch mehr, hä? Nix mehr. Nix mehr. Ich danke dir schön, Ja. Florian. Danke dir schön. gell. Kannst du wieder. Und jetzt schickst mir mal die Lena rein. Ja. Dann müssen wir die Sache als erstes plausibel machen. Ja. Lena! Lena, geh mal rein da! Was ist denn? Was scheißen schon wieder? Was gibt's denn schon wieder? Da geh mal her, Lena. Ich will dir bloß sagen, dass der Amracher Bertel da mit seiner Braut, einer gewissen Monika, von heute an bei mir als Wirtschafter und Wirtschafterin eingestellt worden sind. Ja. Ja, wieso denn? Die Wirtschafterin da auf dem Hof bin doch ich. Ja, das bleibst du auch. Aber du hast mir doch erst neulich vorgejammert, dass dir die Arbeit zu viel wird. Also stelle ich da heute eine Hilfe zur Seite. Ich kann dir ja nachher das Kochen nicht abnehmen. Oh, das ist eine gute Idee, das Kochen abnehmen. Mein Mann vertragt das sowieso nicht mehr lang, was du da kannst. Das hast du nötig, gell? So schlimm kann das nicht gewesen sein, sonst hättest du heute Mittag nicht 10 Knödel fressen. Schau mal deine kleinen Hände an, das waren solche, das war Knödel waren das, ja. Ja, und noch was, Lena. Du machst deine Kammer da frei für die Monika und ziehst zu mir in den Anbau über. Dir? Ja. Und wenn wir einen Bertel da unterbringen, dann haben wir die Brautleute vorerst noch getrennt unterbracht, damit die Leute ja nichts zum Reden haben. So ist es. Ja, und was ist noch mit denen da? Bleiben die zum Essen heute Abend schon da? Natürlich Was essen ist die denn? gleich wieder, du meinst, die leben von der Liebe. Außerdem sollen die gleich feststellen, wie, was du zusammenkochst. Dann rentiert sie wenigstens ein Lazarett bei uns auf dem Hof. Also muss er mir das alles gefallen lassen von dem da, hm? Ruhe jetzt! Also, Grüß Gott allerseits. Du, Jesus, die weiß ja noch gar nichts von ihrem Krieg. Ja, da bist du. Jawohl, da bin ich ja. Grüß dich Gott. Das ist unsere Wirtschafterin, die Lena ist es, gell? Gut. Ich bin die Monika Rheintaler, die Braut vom... Ja, vom Bräutigam, das wissen wir schon. Das ist aber ein Netzmädel. Gell? Du, ich werde schon gehörig einweisen, Ja. gell? Ein Weiß. Ja, hör nicht auf sie, das ist unser Bauer, der Sternhofbauer, gell? Ja. ja, der bin ich und hiermit heiße ich dich recht herzlich willkommen auf dem Sternhof. Ja. Sag mal, ist das deine ganze Begrüßung? Ja, Frau Animals, der kann dir gleich um den Hals fallen, bloß weil du seine Wirtschafterin wirst, ne? Wirtschafterin? Ja, mit dem Wirtschafter als Bräutigam, der schon lange darauf wartet, dich in seine Arme zu nehmen. Was, der da? Gell, was wir für einen guten Geschmack haben, gell? Ja. So, Schatzerl, jetzt weißt du, wie ich mir die ganze Sache vorstelle. Tja, jetzt weiß ich's. Aber du wirst doch nicht im Ernst glauben, dass ich bei dieser Komödie mitspiele. Aber wieso denn nicht? Also ich sehe da keine Schwierigkeiten mehr. Nicht? Dann schau mal bitte mich an. Ich bin nämlich da die Hauptschwierigkeit bei der Angelegenheit. Aber wieso denn? Du hast doch selber schon so oft zu mir gesagt, wie sehr du dich darauf freust, wenn wir mal zusammen sein können. Ja, das schon, aber auf eine andere Art und Weise. Schau, ich habe akzeptiert, dass du schon mal verheiratet warst. Aber jetzt stellt sich's raus, dass du es immer noch bist. Und das, mein Lieber, das ändert die Sachlage aber ganz gewaltig. Aber wieso denn? Du, das Ganze ist doch bloß noch eine Form, eine Gerichtssache.
Du, die Scheidung kann jeden Tag ausgesprochen werden. Naja, es müssen noch ein paar Eigentumsfragen geklärt werden. Aber de facto bin ich doch schon frei. Das mag schon sein, aber versteh mich doch bitte. Ich bin ganz einfach in ein paar Dingen sehr altmodisch. Und deshalb glaube ich, ist es das Beste, wenn ich wieder verschwinde. Nein, du, das kannst mir nicht antun. Sag, dass das nicht dein Ernst ist. Doch, das ist wirklich mein Ernst. Ich will mich ganz einfach mit dem Mann, den ich einmal heirate, in der Öffentlichkeit zeigen können. Und nicht mit ihm Verstecken spielen müssen. Und drum ist es besser, wenn ich wieder abreise. Und an mich denkst du dabei gar nicht. So gefreut habe ich mich auf dich. Und jetzt... Nein, du, das kannst mir nicht antun. Jetzt, wo die Lena doch schon alles weiß und wo die Nachricht durchs Land eilt. Das, mein Lieber, ist dein Problem. Und wie ich dich kenne, wirst du das bestimmt auch lösen. Also, bring zuerst deine Sachen in Ordnung und dann reden wir weiter. Schau, Schatzo. Ich bin ja zu allem bereit. Gleich morgen fahre ich zu meinem Rechtsanwalt und treibe ihn an. Wenn es mich auch ein Geld kostet. Aber ich werde mich mit allem einverstanden erklären. Du sollst sehen, wie ernst es mir ist mit unserer baldigen Verbindung. Mein Entschluss steht fest. Und deshalb packe ich jetzt meine Sachen wieder. Aber schau, tu mir doch den Gefallen und bleib da. Wenn ich dich recht schön bitten tät. Schau, wir könnten es doch so schön haben. So schön. Ich merk's. Ja. Ich muss schon sagen, Was? du tauchst auch immer zur richtigen Zeit auf. Ja, das ist eine besonders gute Eigenschaft von mir, ja. Da hat mich schon mancher beneidet drum. Was ist? Klappt alles, hä? Was? Gegenteil. Was? Alles läuft verkehrt. Was? Die Monika spielt nicht mit bei deinem glorreichen Plan. Sie will wieder nach Haus fahren. Na, Ja, sie packt ja bereits ihre Sachen. ja, wieso denn? Zuerst war sie nicht zu mir bremsen, dass sie herkommt und jetzt will sie wieder fortfahren. Ja, warum denn? Weil ich noch rechtskräftig verheiratet bin. Nein. Kannst du mir vielleicht sagen, was in einem so einem Weiberhirn alles vorgeht? Nein, das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Da muss vor allem ein furchtbarer Chaos drin herrschen. Ja. Du, das eine sage ich dir. Was sagst du mir denn? Wenn die Monika wirklich vom Hof geht, Ja? kannst du gleich mitmarschieren. Ich wünsche dir schon mal eine gute Reise. Da schon her, da schon her. Ja, ist recht, jawohl, wie soll denn das wieder richten? Nix wie Schwierigkeiten haben wir mit diesen Weiber. Ich sag's ja, hinweg mit diesem Schlangengezücht. Es lebe das Junggesellentum. Oh, natürlich. Oh, Sie schon wieder. Oh. Müssen schon entschuldigen, aber ich bin jetzt gerade beim Einsehen. Und ich beim Ausziehen. Und wenn ich dann dran denke, dass ich von Ihrer Kollisionsfreudigkeit verschont bleibe, dann bin ich wirklich froh darüber. Sind Sie mir heute nicht böse, war ja bloß mein Koffer. Was wollen Sie ausziehen? Ja. Das geht ja gar nicht. Sie müssen schon da bleiben. Sie sind ja jetzt meine Braut. Was bin ich? Ich meine, meine Vertragsbraut. Ja, und wenn Sie gehen, dann kann ja ich auch gleich wieder gehen. Ja, dann müssen es halt woanders die Frauen gefährlich werden. Ich? Schaue ich so aus? Schauen Sie, es ist ja gar nicht wegen mir, sondern wegen meinem Hof und wegen meinen Eltern. Aber was haben denn Ihre Eltern und Ihr Hof mit mir zu tun? Ja, sehr viel sogar. Ja? Ja. Also, so viel Zeit habe ich allerweil noch, dass ich mir Ihre Geschichte anhöre. Ja? Also, setzen wir uns einen Moment hin. Ja. Moment, bitte, ja? Ja. Ans äußerste Ende, ja? Also, Ich möchte nämlich ganz gern in einem halbwegs brauchbaren Zustand nach Hause kommen. reicht so. Es genügt. Also, jetzt fangen Sie an. Ja, schauen Sie, die Sache war so. Wie ich auf die landwirtschaftliche Schule gegangen bin, da haben sich meine Eltern beim Sternbauer Geld ausgeliehen. Zu sehr hohen Zinsen natürlich. Ja, ein paar Jahre war die Ernte recht schlecht und mein Vater war lang krank und... Also kurz gesagt, die Schulden sind immer mehr worden und
Jetzt sind wir so weit, dass uns der Sternbauer auf die Straße setzen will. Und weiter? Ja, und da hat er mir eben dann den Vorschlag gemacht, entweder runter vom Hof Oder mein vertraglicher Scheinbräutigam zu werden. Ja. So ist es also. Und jetzt liegt alles an Ihnen. An mir? An mir liegt es also, ob Sie einen Hof verlieren oder nicht. Weiß gar nicht, wie ich dazu komme. Ja, ich weiß schon, dass das keine besondere Ehre ist, als meine Braut angesehen zu werden. Meine Abreise hat doch nichts mit Ihnen zu tun. Wirklich, überhaupt nicht. Wirklich nicht? Moment, ja? Ihnen liegt scheinbar sehr viel daran, dass ich da bleibe. Ja, aber nicht bloß wegen meinem Hof und wegen meinen Eltern. Sondern? Auch wegen Ihnen. Ja, Sie sind immer so nett und so freundlich zu mir. Ja? Ja, Sie sind so selbstsicher. Sie haben alles das, was mir fehlt. Dankeschön. Aber sagen Sie mal, haben Sie eigentlich diesen ominösen Vertrag schon in Händen? Nein. Ja, dann wird's aber Zeit. Ja, das nützt doch jetzt nichts mehr, wenn Sie gehen. Wer sagt denn das? Was, Sie bleiben wirklich da? Zumindest so lange, bis Sie Ihren Vertrag haben. Ehrlich? Ja. Nein, das freut mich. Danke. Ach, der da quetscht mir alle Finger. Das macht doch nichts. Danke. Das war doch jetzt bloß vor lauter Freude, weil ich jetzt meinen Hof behalten kann und weil Sie da bleiben und ja, Sie, darf ich dann jetzt du zu Ihnen, ich meine zu dir sagen, ja, schon, wegen die Leute und so. Also, wegen den Leuten und so. Ich merke, allmählich taust du auf. Ja, es ist dein Werk. So? Ja, neben dir da fühle ich mich so frei, du, da käme so manches über die Lippen. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Ja, dass du schöne Augen hast. Danke. Aber eigentlich ist es schon wieder ein Vertragsbruch, weil sowas darf nur mein richtiger Bräutigam zu mir sagen. Also, ja, da müssen Sie entschuldigen. Da habe ich mich getäuscht. Ja, Sie haben keine schönen Augen. Vielen Dank. Also schlagfertig ist er auch noch. Ja. Naja, also dann bleiben wir aber bei dem Du, ja? Ja. Wegen den Leuten und so. Ja. Gehen wir an unsere Arbeit. Ich pack meine Sachen wieder ein und du schaust, dass du diesen Vertrag kriegst. Ja. Ich hilf dir noch beim Koffer tragen, Oh, gell? das ist aber nett. Ja, mag ich gern. Hey, hallo, ist der Polterabend bei uns oder was ist denn da los? Dieser saublöde Koffer. Was ist denn? Der ist mir zwischen Füßen und jetzt hat uns alle drei hingehauen. Was ist? Nix ist. Nix. Die Monika, die wollte wieder heimfahren. Ja? Jetzt habe ich sie mit Gewalt zurückgehalten und wieder aufs Zimmer gebracht. Na, das wird dein und mein Glück sein, das sage ich dir. Wieso? Ja, wieso, fragt du nicht so blöd, was wäre denn ein Bräutigam ohne Braut? Das wäre ein Vertragsbruch, oder? Also, wegen dem Vertrag ist es ja. Wenn ich den einmal in den Händen habe, tue ich alles, dass die Monika da bleibt. Gut, also pass auf, Berg. Ich sorge, dass du deinen Vertrag bekommst und du sorgst dafür, dass die Monika ihre Rolle weiterspielt. Mach ich ja. Ja? Aber jetzt täte ich dann ganz gerne mal mein Zimmer sehen. Ja. Wo ist denn das? Das ist da hinten. Habe ich schon hergerichtet in Vertretung von der Lena, weil die ist ja hinaus aufs Land, um deinen Einzug bei uns zu verkünden. Ja? Ja. Da muss ich ja alles tun, dass die Verkündung wahr wird. Gell? Das tust du. Ja. Du, und wenn du in dein Zimmer gehst, lass das Fenster ein bisschen auf, dass es austrocknet. Ich habe nämlich ein bisschen aufgewaschen drin. Schön. Ja. Danke schön, dass du so viel Mühe gemacht hast Ja, mit ja. meinem Zimmer, Ja, gell? Mühe war das nicht, ich habe bloß ein Kiebel Wasser reingeschüttet. Ja, Ach so. Ja. So ist es. Also, was ist jetzt? Was? Hast die Sache in Ordnung gebracht? Jawohl. Die Monika bleibt da.
Wirklich? Jawohl. Sie bleibt da und spielt mit. Der Goldvogel fliegt nicht davon. Aber du musst jetzt dafür sorgen, dass der Bertel seinen Vertrag kriegt, gell? Ja, den soll er haben. Ja. Vorausgesetzt, dass die Monika aber auch wirklich da auf dem Hof bleibt. Wenn ich dir sage, sie bleibt. Ich störe doch wohl nicht. Aber woher denn? Ganz im Gegenteil. Ich bin ja so froh, dass das du noch mal überlegt hast und da bleiben willst. Du wolltest es doch so haben. Ja, freilich. Ja, so. Ja, ich störe wohl, gell, ja. Sieh, ich bin jetzt hier flüssig wie Wasser. Ich bin überflüssig. Ich schwimme von dannen. Monika, ich freue mich so. Moment. Also wenn wir schon so ein gewagtes Spiel spielen, dann müssen wir schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja, stell dir vor, wenn da jemand unrecht reinkommt und uns sieht. Naja, da magst du schon recht haben. Naja, am Tag, da muss uns halt genügen, wenn wir uns bloß sehen. Aber dafür dann, du weißt schon. Simon, Ja? wie lange sollen eigentlich diese Heimlichtuereien andauern? So kurz wie möglich. Oder glaubst du vielleicht, ich wäre auf so eine riskante Idee gekommen, wenn ich nicht schon so eine riesen Sehnsucht gehabt hätte nach dir? Weißt Simon, eigentlich weiß ich ja recht wenig von dir. Ich meine damit, dass ich dich gar nicht kenne. Aber geh, das kommt schon noch. Auf alle Fälle bin ich ein Mann, mit dem du dich sehen lassen kannst. Also auf das kommt es nicht immer drauf an. Wichtig ist, wie es bei dir da drin ausschaut. Simon, und da weiß ich halt überhaupt nichts. Aber geh, Schatzerl. Weißt, vorderhand, da bin ich noch mehr für das Sichtbare, das Handgreifliche. Du verstehst mich schon, gell? Ja, ich verstehe dich schon, aber pass auf, wenn jemand kommt. Naja, Gott sei Dank hat jeder Tag auch einen Abend mit anschließender Nacht. Du, da werden wir uns dann schon besser verstehen lernen. Weißt schon, was ich meine, gell? Ja, so dumm bin ich auch wieder nicht. So ist recht. Also, dann bis heute Abend. Ich kann ja gar nicht sagen, wie ich mich auf das Kennenlernen freue. Monika, Schatz. Vorsicht, mein Bräutigam. Komm ich ungelegen? Na, gar nicht. Ich wollte dich nur erinnern an meinen Vertrag. Na, den kannst haben. Gehst mit mir auf meine Kammer, dann erledigen wir das auch gleich. Ja. Ja, und noch was. Die Arbeitseinteilung für morgen machst auch du allein. Ich? Ich fahre morgen schon in aller Herrgottsfrüh in die Stadt zu meinem Anwalt. Auch wegen deiner Angelegenheit, der Versteigerung. Dass er die Sachen noch rechtzeitig zurückzieht. Ja, freilich. Morgen ist ja schon der 15. Das mache ich schon. Du, da fällt mir ein, du könntest mich eigentlich leicht begleiten. Ich dich begleiten. Glaubst du, Simon, dass das so richtig ist? Stell dir vor, wie das aussieht, wenn ich gleich in den ersten Tagen mit dir ganz allein in die Stadt fahre. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Was meinst eigentlich du dazu, mein lieber Bertel? Wieso, lieber Bertel? Ja, ich muss mich doch an meine Rolle gewöhnen. Stell dir vor, da kommt jemand und ich fall aus meiner Rolle. Ach so. Ja, das ist richtig. Also, mein lieber Bertel, deine Ansichten zu diesem Thema stehen noch aus. Ja, also dann sag ich nein. Ja, weil ich als Bräutigam, ich bin doch eifersüchtig, gell, Liebling? Wie sagst du zu der Monika? Liebling? Ja, ich probe auch schon für den Ernstfall. Ja, und diese Probe, die hat er sehr nötig. Ja, er braucht wirklich ein bisschen Feuer. Ja, da magst du schon recht haben. Also, geh weiter. Ja, und schau auch, dass du morgen gut in die Stadt reinkommst, gell? Der Bertel wird schon auf mich aufpassen, gell? Jawohl, Liebling. Jetzt geh weiter. Und pass auf, dass alles in den Vertrag reinkommt, was auch reinkommen muss. Wie meinst du jetzt das? Ja, ich meine damit, dass du auch reinschreibst, dass er nur mein Scheinbräutigam ist. Und das unterstreichst du, ja? Da brauchst beim Bertel keine Angst haben. Auf den Burschen ist Verlass. Gell?
Ja. Ja, dann kann ich ja ganz beruhigt sein. Also dann, auf Wiederschauen, ihr zwei Scheinbräutigämmer. Ja, auf Wiedersehen, Liebling. Der geht mir schon langsam auf die Nerven mit seinem Liebling. Jetzt geh weiter. Ja, Liebling. Was? Bauer, wollte ich sagen. Bäuerin, komm rein. Die Luft ist rein. Lena, und du bist sicher, dass uns niemand gesehen hat? Ja, ganz sicher. Ja. Im Spionieren, da kenne ich mich aus. Gell? Ja. Na? Und was ist das für ein Gefühl, wenn man so lange Zeit nicht mehr daheim war? Also ich muss schon sagen, ein sehr eigenartiges Gefühl. Mir ist gerade so, als wäre ich erst gestern weg vom Hof. Ja. Und du bist also deiner Sache absolut sicher? Todsicher. Ja. Na komm, setz dich doch ein bisschen hin. Ja. Ich hab doch eine Nase wie ein Polizeihund. Ja, das weiß ich. Weißt du, gleich wie mir der Bauer die neue Wirtschafterin vorgestellt hat, du, da habe ich Lunte gerochen. Ja. Du, der Bauer stellt extra neue Wirtschafterin ein für mich. Nein. Aus lauter Mitleid, damit ich mich ja nicht überarbeiten soll. Merkst du was? Geht ja lachen doch die Hühner. No. Also das sieht dann wirklich nicht ähnlich. Ja, aber ich habe mir für nichts anmerken lassen. Ganz im Gegenteil, ich habe recht freundlich getan Ja. und habe mich aufs Aushorchen verlegt. Da war manches, was sich nicht gereimt hat. Siehst du das? Ja. Also wenn dein Verdacht stimmt, Lena, das wäre schon ein starkes Stück. Ja, darum habe ich dich doch gleich hergeholt. Vorher war ich allerdings beim Bertel seine Eltern. Du, die wissen nichts von einer Braut. Na, das ist doch nicht zu glauben. Ja. Aber du, ich weiß nicht, ob das recht war, dass ich hierher gekommen bin. Ich hätte doch vorher erst meinen Anwalt fragen sollen. Ja, freilich. Dann wäre die letzte Gelegenheit, dass du deinen Alten in Filigranti erwischt, auch noch beim Teufel. Ja, da hast du schon recht. Geh. Hör mir doch auf mit den Paragraphenreiter, da kommt doch nichts Gescheites raus. Nichts da. Du nimmst jetzt die Sache selber in die Hand. Ja, aber wie denn? Na, geh. Glaubst du, der Bauer hat mich umsonst ausquartiert, hä? Ach, du meinst... Ja, aus dem Weg wollte er mich haben, also weg bin vom Schuss. Der Bertel, der auch drüben wohnt, der geniert ihn nicht. Und somit hat er sturmfrei, merkst du was? Ja, schön langsam dämmert's bei mir. Ja, dir geht noch eine ganze Gaslaterne auf. Darum sage ich, du schlafst heute Nacht in meiner Kammer. Nein, ich meine in der jetzigen Kammer von der Monika. Ja, schon, Lena, aber... Und das mit der Monika? No. Na, das mache ich schon. Ja. Die quartiere ich schon wieder aus. Du, pass auf. Und wenn du in deine Kammer gehst, gell, darfst du ja nicht zusperren. Und bevor du dich hinlegst, dann schreibst du die Birne aus der Fassung. Und wenn dich wer anspricht, sagst kein Wort. Ach, so meinst du. Naja, noch ist er ja mein Mann. Ja, aber nimmer lang. Und ich leg mich ins Fremdenzimmer, dann bin ich gleich da, wenn du Hilfe brauchst, gell? Nein, Lena, wir sind schon arm dran mit den Mannsbildern. Mich wundert's, dass sich unser Herrgott da nichts anderes einfallen hat lassen, wie er den Adam erschaffen hat. Also mich gar nicht. Nicht? Da wird er wahrscheinlich schlechter Laune gewesen sein. Ja, aber komm, wir müssen jetzt gehen, sonst kommt wer daher und dann ist unser schöner Plan beim Teufel. Nein, gell? nein, bloß das nicht, ich hab mich schon so drauf eingestellt. Ja, du, ich hol noch schnell den Koffer aus der Monika. Ja, ins Zimmer, also gell? auf geht's. Du, ich bin neugierig, was die mir Gesicht machen, wenn die drauf kommen, was wir da vorplanen, gell? So, dann werde ich mal frisches Tischtuch auflesen. Ja, Lena, Ja. du bist ja schon da? Ja, schon eine Zeit lang, aber ich habe bloß vergessen, dass ich mich bei dir zurückmelde. Und naja, du bist doch jetzt die Wirtschafterin. Aber Lena, das bist doch du und das bleibst du auch. Ich will dir doch deine Arbeit nicht wegnehmen. Ja, du vielleicht nicht, aber der Bauer. Na, aus meiner Schlafkammer hat er mich schon ausquartiert. Obwohl ich so gewöhnt war. Und dabei ist es mir ganz egal, wo ich schlafe. Wirklich wahr? Ja, freilich. Du, würde dir das gar nichts ausmachen, wenn du mit mir tauschen würdest? Ich meine, dass ich wieder in meiner Schlafkammer bleiben könnte. Du würdest ins Nebenhaus gehen. Ne? Aber natürlich nicht.
Wenn ich dir damit eine Freude machen kann, gern. Wirklich wahr. Du aber, gell, dem Bauern darfst nix sagen. Du, das ist ein Dickschädel. Ja? Ja, wenn sie dir was einbildet, dann muss es geschehen und wenn es noch einmal so ein Blödsinn ist. Ach so? Also, kannst dich darauf verlassen, ich werde kein Wort sagen. Ja, schön. Du, pass auf. Dann gehst du in Anbahn über und die zweite Türe auf der linken Seite, das ist dein Zimmer. Gell? Gut. Und ein fester Riegel ist auch davor. Ja, Lena, du bist ja um meinen guten Ruf sehr besorgt. Ja, muss er doch. Man weiß doch nicht, was geschieht. Und der Teufel, der schlaft nicht. Und jetzt, wo du am Bertel seine Braut bist, da müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Übrigens, der Bauer schlaft auch da drüben. Na also, ja, dann habe ich ja gleich jemand, den ich zu Hilfe holen kann. Bauer, Ja? um Hilfe? Ja. Mei, du, das wäre genauso, als wenn du einen Brand mit Benzin löschen tätst, mit Wasser. Ach so? Ja. Ach, da schau her. Naja, dann werde ich mich halt doch auf den Riegel verlassen. Das machst Gut. Ja. Also dann hole ich jetzt meinen Koffer aus. Nein, das mache ich schon. Ich stelle den dann daher, dann brauchst du das mitnehmen, wenn du hinübergehst. Gut, wenn du magst. Ja, ich mag. Ich habe mir gerade Wasser aufgesetzt für eine Tasse Tee. Trinkst du auch eine Tasse mit? Tasse Tee? Ja? Mit Rum? Mit rum. Ja, gern. Gut. Und dann werden wir uns noch ein bisschen unterhalten. Du weißt so viele schöne Geschichten. Ja, vielleicht mehr, als dir lieb ist. Aber jetzt muss ich den Koffer schnell holen. Bäuerin, ich bin's. Lass mich schnell rein. Ja, Lena! Ja, du bist schon daheim, ha? Das siehst du doch. Ja, waren ein paar Freundinnen nicht daheim, weil du schon so früh wieder da bist, ha? Red doch nicht so blöd daher. Ja. Überhaupt, ich gehe jetzt in die Küche. Ja? Einen heißen Tee trinken. Dann verbrennt ein bisschen deine Zunge nicht, sonst ist sie außer Kraft gesetzt. So, was das bist ein Blödian bist du. Nein, Florian heiße ich. Ja, jetzt habe ich unseren Hausdrachen wieder steigen lassen. Florian, Ja? schau, ich hab meinen Vertrag gekriegt, das verdanke ich dir, Dankeschön. ja. Das muss ich jetzt gleich der Monika erzählen. Ja, schön. Dankeschön. Also eine Freude legt der Bursch an den Tag. Ja. Direkt auffallend. Ja, Dieser Eifer. ja, der Bertel, der ist in Ordnung und ein pflichtbewusster Mensch. Noch dazu, wo es weiß, dass sein Hof gerettet ist, gell? Trotzdem möchte ich bei dem Kerl auf Nummer sicher gehen. Wieso? Du, Ja. wie wär's, wenn du wenigstens für die erste Zeit da herunten dein Quartier aufschlagen würdest? Ich da herum? Ja, dann hätten wir den Kerl ein bisschen besser unter Kontrolle. Also du meinst, dass er vielleicht von da nach da oder von da nach da gehen könnte des Nachts? Jetzt weiß man's, was uns so einen jungen Spund alles einfällt. Also, abgemacht. Abgemacht. Du schlafst ab heute hier im Fremdenzimmer. Ich schlafe im Fremdenzimmer. Gut. Und halt mal ja ein Auge auf ihn. Oh, da kommt wieder was auf mich zu. Mit einem Auge schlafen, mit dem anderen wachen. Aha. Weißt, Ja, diese Nacht, die ist sehr wichtig für das Gelingen unseres Unternehmens. schön. Da kann ich keine unliebsamen Störungen brauchen. Na ja, genau, richtig. Bleibt bloß noch die Lena, die mir mit ihrer Neugier noch Sorgen macht. Oh. Wenn ich die bloß loswerden könnte. Die überlass nur mir. Ich habe mir ein paar Schlaftabletten gekauft, weil die letzten Zeit ein bisschen schlaflos war, dass ich wieder mal richtig ausschlafen kann. Gut, ich verzichte drauf und werde heute Nacht die Lena in Morpheus Armen landen lassen. Ne? Wie willst du denn das fertig Na, bringen? ganz einfach. Sie hat mir gerade erzählt, dass sie beim Abendtee sitzt. Da werde ich ihr Gesellschaft leisten. Und bei der Gelegenheit, da bringe ich die Schlaftabletten bei. Also du bist doch wirklich nicht in Verlegenheit zu bringen. Nein, also, blöd kann der Mensch sein, das kracht. Bloß erwischen dürfen sie nicht lassen. Ne? Stimmt. Also, dann erledigst du das da mit der Lena Ja. und schau, dass der herunten bei der Ruhe ist. Ja, das kann ich verstehen. Eine tut Not bei dir, ja. Ich mache jetzt noch meinen Hofrundgang. Das magst du ja. Gute Nacht. Ich wünsche dir eine erfolgreiche gute Nacht. Ja. Und ich ziehe jetzt auch in den Kampf zu meiner Lena. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht, siegesbewusst, Haare auf der Brust. Na, Bertel, dann bist du jetzt wohl recht glücklich. Jawohl.
Und das verdanke ich alles dir. Aber das ist doch das Wenigste gewesen, was ich für dich tun kann. Ganz im Gegenteil. Schau, wenn du nicht gewesen wärst, wäre der Bauer nie auf die Idee gekommen und ich wäre mein Hof los gewesen. Also, ich hätte gar nicht geglaubt, dass ich so eine wichtige Person bin. Also für mich schon, du. Ja? Du, aber morgen wird es ein schönes Donnerwetter geben. Warum? Wenn du am Bauern seinen schönen Plan platzen lässt und wieder heimfährst. Aber warum? Dich kannst doch nicht stören und alles andere ist doch schon vorbei. Ja schon, aber ich möchte halt nicht schuld dran sein, wenn du mit dem Bauern überwirfst und dann aus eurer Liebe keine Ehe wird. Psst. Habe ich jetzt wieder was Dummes gesagt? Na, nicht was Dummes, sondern was Liebes, Dummes. Aha, ja. Sag einmal, Bertel, wo schläfst eigentlich du? Ich? Da draußen? Da draus? Ja? Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, für dich tue ich alles. Das ist nett. Ich soll nämlich rüber in Anbau in das Zimmer und ich würde viel lieber da herüben bleiben. Würdest du mit mir Zimmer tauschen? Ja, gern. Ja. Aber warum eigentlich? Der Bauer schläft doch auch drüben. Du sollst nicht so viel fragen. Naja, also, pass auf. Wenn du rüber gehst in Anbau, die zweite Türe links. Es ist ein großer Riegel davor, damit dich niemand stiehlt. Sei so gut. Sowas wie mich gibt's nicht nochmal, du. Da kannst allerdings recht haben. Bertel, und sag nichts am Bauern von unserem Tausch, ja? Kein Wort. Gut, also dann, dann ziehen wir um, wir zwei. Ja, warte, ich bring dir einen Koffer, gell? Das ist nett, ja, danke. Halt. Moment, ja? Pass auf, du bleibst jetzt da schön stehen. Aha. Zählst ganz langsam bis 3 und dann kommst nach. Langsam bis 3, ja? Also der Tee mit Rum, der hat mir jetzt sehr gut getan. Ich hab gar nicht gewusst, dass der Flori so nett plaudern kann. Morgen trinke ich wieder. Achso, ich muss ans Fremdenzimmer, im Fall mich die Bäuerin braucht. Also, dann gehe ich jetzt dann rüber. Ja. Leg mich auch schlafen, gell? Also dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Ja, ich kann nicht schlafen heute Nacht. Wieso denn nicht? Ja, ich muss doch nachdenken, damit ich morgen früh weiß, was der Unterschied ist zwischen dumm und liebdumm. Also Bertel, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. So ein liebes Mädel. Und die gehört den anderen. Unser Bauer ist schon ein Glückspilz. Also, gute Nacht, Monika. Was ist denn mit dir los? Wo willst du mit dem Koffer hin? Ein Koffer? So, ja, ich zieh gerade ein. Ja. Ach so, ja, dann ist schon gut. Schlaf gut, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, ist schon recht. Eine recht schöne gute Nacht wünsche ich dir. Ja, das kann man mitunter schon brauchen. Also dann, komm. Ja. Soll ich dich noch ein Stück begleiten? Was? Mich? Ja. Bist du narrisch geworden? Ja. Also ich bin allein in meinem Bett. Und du schaust jetzt auch, dass du in deinem Bett verschwindest. Aber auf deine Verantwortung. Red nicht so dumm und schau, dass du da drin verschwindest. Ja, aber nur weil das du haben willst, gell? Sag einmal, hat's dich jetzt? Ja. Du brauchst doch an deiner eigenen Tür nicht anklopfen. So. Ja, weißt du, das habe ich noch von der Schule her. Da haben sie uns gelernt, überall, wo man reingeht, klopft man vorher an. Und das ist jetzt die Macht der Gewohnheit. Ja, schon gut. Und jetzt schau, dass du verschwindest, du langweiliger Patron. Ja, aber nur weil es das du haben willst, gell? Nur deshalb. Ja. Also, ganz hasenrein ist der Kerl auch nicht. Wäre fast notwendig, ich bringe ihn selber nur ins Bett. So, jetzt aber nächstes wie zu meiner Monika. So,
Du bist ja schon wieder da. Ja, weißt du, jetzt habe ich nicht mehr genau gewusst, habe ich jetzt schon gute Nacht gesagt zu dir oder nicht? Schon 1000-mal und jetzt verschwind endlich, sonst meiner soll ich. Keine Gewalt, ich gehe von selber. Auf deine Verantwortung. Der hat jetzt aber Zeit gehabt. Na also, warum geht's jetzt auf einmal? So, jetzt zu meiner Monika. Ob's offen lassen hat? Offen. Glück muss der Mensch haben. Meine medikamentöse Beeinflussung bei der Lena hat geholfen. Aber mich hat's auch ein bisschen erwischt. Ja, der Ruhm war zu viel. Und jetzt auf ins Fremdenzimmer. Gut, dass da niemand drin ist. Sonst wäre meine ganze männliche Unschuld beim Teufel. Na, das ist das. Ich darf Gott schon denken. Also, Lena, du machst mich ganz nervös mit deiner Rumlauferei. Ist aber ja. Jetzt komm, setz dich einmal nieder und erzähl, was war denn los? Ja, eigentlich gibt's gar nicht viel zu erzählen. No. Na, ich war halt gestern in der Küche und habe noch einen Tee getrunken mit ein wenig Rum. Na ja, und dann bin ich ins Fremdenzimmer gegangen, wie wir es ausgemacht haben, dass ich gleich da bin, wenn du mich rufst. Und du, auf einmal bin ich so müde geworden. Dann habe ich mich aufs Bett hingesetzt und dann weiß ich nichts mehr. Aha, ein wenig Rum. Und da machst du so ein Theater. Das ist doch ganz harmlos. Ja, bis jetzt, gell? Aber du, in der Früh wache ich auf an einem fürchterlichen Geschrei. Du, da steht der Bauer mitten in der Stube und hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich bin so erschrocken, dass ich mich gleich auf die andere Seite geschmissen habe. Und wer meinst, dass im anderen Bett drin gelegen ist? Wer? Der Flori. Na. Ja, jetzt sag einmal, was wollte denn der Bauer im Fremdenzimmer? Ja, gesucht hat er mich doch im ganzen Haus, wegen Frühstück machen. Er wollte doch in der Früh gleich in die Stadt reinfahren. Aha. Und Ja. hat dich mit dem Florian in die Doppelbetten erwischt? Ja. Um Gottes Willen. Was hat er denn da gesagt? Das kannst du ja denken. Liebesdamische Urschel und mit deinem Liebeskollab. Aber das ist ihm nicht geschenkt, gell? Ja, aber jetzt sag einmal, was wollte denn eigentlich der Flori im Fremdenzimmer? Der schlaft doch, so viel ich weiß, im Zubau drüben. Ja, was weißt du nicht? Ja, besoffen wird er gewesen sein. Gell? Der hat doch gestern in der Küche schon mehr Rum als mit Tee getrunken. Tja. Na ja, dann wird ihm heute der Weg ins Fremdenzimmer in seine Stuben 2 gewesen sein, hat er sie ins Fremdenzimmer reingelegt. Lena, wer weiß, vielleicht ist das ein Wink des Schicksals für dich. Ja, das sagst du. Aber schuld bist bloß du. Ich? Ja, warum hast du nicht um Hilfe gerufen, wie wir es ausgemacht haben? Ja, ich hab keine Hilfe gebraucht. Wieso? War der Bauer nicht bei dir? Doch, war er. Ja, und? Hat er dich für die Monika gehalten? Jawohl, hat er. Ja, und warum hast du ihm eine kleine runtergehauen und hast mich gerufen? Ja, weißt, das wollte ich, Lena, Ja. gell? Ich hab mir's ganz fest vorgenommen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wartest du noch ein bisschen. Ja. Und dann habe ich nur ein bisschen gewartet, Ja. gell? Naja, und dann war es zum Rufen zu spät. So ist recht. Und wegen dir bin ich jetzt meiner jungfräulichen Ehre verlustig gegangen. Oh, nein. Da hältst du schon lieber an den Flori. Der hat sich zu vergewissern, zu wem er ins Bett steigt. Also, eine Ehe ist das Mindeste, was ich da versprechen muss. Meinst du wirklich? Ja, also, bestimmt. Ja, dann bin ich schon beruhigt. Also, Ja, und wie geht's mit dir und mit dem Bauern weiter? naja, ich warte halt jetzt, bis er heimkommt, weil schließlich habe ich noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ja, gell? du hast recht. Und ich rupf jetzt auch. Aber den Flori. Ja, das machst, Lena. Entweder er heiratet mich oder ich zeige ihn an, wegen Verminderung meiner Heiratsaussichten. Ja, Lena, das Jetzt komm, Monika. Du, Monika, meine Mutter war ganz begeistert von dir. Und mein Vater hat beim Rausgehen gesagt, Bub, das wäre die Richtige. Die Richtige? Zu was? Ja, das weiß ich nicht. Da müsste ich noch mal fragen. Du,
Auf alle Fälle danke ich dir recht schön, dass du mitgefahren bist zu meinen Eltern. Wenn der Hof ist jetzt ja noch ein bisschen unmodern, aber das wird ja jetzt alles anders, wo ich freie Hand habe. Ein richtiges kleines Paradies muss das werden. Pläne habe ich schon genügend. Hoffentlich ist bald soweit. Es ist doch jetzt schon ein kleines Paradies. Ja? Übrigens, Bertel, ich muss mich bei dir noch bedanken. Für was? Ja, weil du gestern noch so ein Kavalier gewesen bist und gleich wieder beim Fenster raus. Was ist mir denn anderes übrig geblieben? Der Bauer war da heraus Posten und ich war ja noch unter Vertrag gestanden. Was wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn du nicht unter Vertrag gestanden wärst? Ja dann. Dann wäre ich wahrscheinlich noch schneller zum Fenster raus. Also Bertel, so wie du bist, so bist du grad recht. Ja? Ja? Du nimmst mir noch meine ganze Befangenheit. Aber das nützt ja nichts, du fährst ja morgen wieder heim. Ja, das tue ich. Nur jetzt warte ich halt noch, bis der Bauer kommt, wegen Abschied nehmen. Ja, so ist es. Nur diesmal, glaube ich, wird es ein Abschied für immer. Wieso für immer? Du wolltest doch am Bauer nach seiner Scheidung heiraten. Nein, der Bauer wollte mich heiraten. Naja, und alle meine Bekannten, die haben mir dazu geraten, wegen der Vernunft. Aber jetzt habe ich meine eigene Meinung gebildet. Und jetzt willst du nicht mehr heiraten? Nein. Und das sagst du ihm heute noch? Ja, mein Entschluss steht fest. Wirklich? Ja. Ja, dann. Dann? Nein, ich trau mir nicht. Komm her, ich helfe dir ein bisschen. Jetzt pass auf. Jetzt sprichst du mir alles nach. Liebe Monika. Liebe Monika? Ich hab dich gern. Ich hab dich gern. Lieber Bertel, ich hab dich auch sehr gern. Lieber Bertel? Wirklich? Ja. Ja? Ja. Mir wird auf einmal ganz anders. Mir wird plötzlich so heiß. Du. Ja? Ja, ich komme mir vor wie ein Lokomotiv, die plötzlich unter Dampf kommt. Dann fahr endlich ab. Die Ampel steht schon lang auf grün. Ja? Ja, hier. Berg, spielst du, zieh die Bremse an! Was? Ich bin ja nicht blöd. Jetzt, wo der Zug so schön unter Dampf steht, bremse ich nimmer. Oh Gott, das will ich ja. Da ist denn der Kerl total verrückt geworden. Auseinanderkuppeln sofort! Hörst, dass das mit dem Bauer gesehen hätte? Das wäre ein eklatanter Vertragsbruch gewesen. Mei, hoffentlich ist der Bauer bald einig mit seiner Monika. Sonst sehe ich alle meine Fälle davon schwimmen. Und einen Kopf hab ich bin an den Kopf. Dieser blöde Ruhm. Oh, ich brauche ein Frühstück. Lena! Lena! Brauch... Ja, mein Liebling, was willst du denn von mir? Liebling? Meinst du mich? Ja, Ja? Mein Frühstück. ja. Gleich bringe das. Ja. Mein Süßer. Süßer? Süßer, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. So, mein Liebling. Da, Florilein, da hast du deinen Kaffee. Na, sag einmal. Du meinst schon mich, oder? Ja. Ja? Sag mal, warum diese Freundlichkeit heute in der Früh? Das fragst du noch? Hm? Ja? Nach so einer Nacht? Ja? Seite an Seite mit dir. Was? Moment, wieso denn? Oh, mit mein Schutz. Sag mal, was ist los mit dir? Da stimmt was nicht in deinen Köpfen, ha? Bei mir stimmt alles.
Ja? Aber jetzt will ich wissen, wie ich mit dir dran bin. Mit mir? Ja, Schlecht, ganz schlecht. Warum? das sag einmal, Ja. denk mal nach. Wo hast denn du heute Nacht geschlafen? Wo ich heute Nacht geschlafen? Im Fremdenzimmer war ich drin. Ja, ich war plötzlich summiert von dem vielen Ruhm, gell? Da bin ich rein ins Fremdenzimmer. Ich hab nicht einmal ein Licht mehr gemacht. Nein, ins Bett und huscht und weg war ich. Ja. Ja? Und wie hast du denn geschlafen? Gut, hm? Schlecht. Schlecht? Furchtbar schlecht. Schlechte Träume habe ich gehabt. Hab geträumt von der Hölle, vom Teufel, seiner Schwiegermutter. Nein, war das ein greisliches Vieh. Ja. Die hat dir runtergerissen ähnlich geschaut, ja. Hat der Bauer nicht gesagt, wann er heimkommt von der Stadt? Nein, bis jetzt nicht. Aber ich warte ja selber auf ihn. Warum? Weil heute Nacht einiges auf dem Hof geschehen ist, was nach Aufklärung schreit. Was? Wieso? Ja, das wirst du dann schon erfahren. Aber jetzt interessiert mich erst einmal mein Fall. Ja. Was kann ich zum Herrn Pfarrer sagen, wenn ich ihn jetzt sehe? Wenn du den Herrn Pfarrer siehst, das kommt drauf an, wann du ihn siehst. Wenn du in der Früh siehst, dann sagst du Guten Morgen, wenn du ihn auf die Nacht siehst, dann sagst du Guten Abend. Es macht keinen dummen Witz. Der Bauer hat dich heute Morgen mit einem weiblichen Wesen im Bett erwischt. Moment. Ich war total besoffen, ich bitte um mildere Umstände, gell? Ja. Und das weibliche Wesen, das war ich. Ja. Du? Ja, sag mal, wie kommst denn du ins Fremdenzimmer rein? Oh mei, immer im gleichen Bett schlafen ist doch langweilig. Na, darum haben wir gedacht, schlafst du beim Fremdenzimmer. Ich hab doch nicht wissen können, dass du auch kommst. Ich hoffe, dass du jetzt weißt, was du zu tun hast. Jawohl, das weiß ich. Nur noch in meinem eigenen Bett schlafen und die Zimmertür von innen vernageln. Wann kann ich mit dem Herrn Pfarrer reden? Wann? Am 31. Februar. Du willst mich also nicht heiraten? Nicht ums Verrecken. Gut. Dann soll das Hohe Gericht über dich entscheiden, gell? Und sein Urteil fällen. Und bei der Gendarmerie zeige ich dich extra noch an, wegen Was? Jungfernrufmord. Was? Du Wüstling, du. Mich trifft der Schlag. Ich muss noch total besoffen sein, das gibt's ja nicht, oder? Jesus Maria. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Hast du Papa. ausgeschlafen? Du, ja, zieh dich bitte nicht aus, nimm die Lena und geh mit ihr zum Doktor. Die hat Halluzinationen, die bildet sich ein. Ich war heute Nacht mit ihr im Fremdenzimmer. Nein. Ja, da hat die Lena schon recht. Was? Ich hab dich doch selber bei ihr angetroffen. Na, das ist doch nicht möglich. Du alter Casanova. Was? Ja, jetzt hör auf mit deiner Verstellerei. Lang nur hast du mich hinters Licht geführt. Wie? Aber jetzt ist vorbei mit dem Versteckerspiel. Gesteht's euer Lieb öffentlich ein und heiratet. Mein Segen habt's. Sag einmal, hast du auch einen Ruhm erwischt? Du, Ja. am besten wir machen eine Doppelhochzeit. Was, eine Doppelhochzeit? Weißt, wenn mich vorher bloß das Vermögen von der Monika interessiert hat, Ja. seit heute Nacht, da interessiert sie mich auch persönlich ganz außerordentlich. Na, also, dann ist alles nach Plan verlaufen. Ja, jetzt brauchst du keine Sorgen mehr machen. Es geht alles 100%ig in Ordnung. Na, also, Du, ja. euch zwei mache ich da auf dem Sternhof als Verwalter-Ehepaar. Wie? Und ich ziehe mit der Monika auf den Rheintalerhof. Wenn du sagst, von uns zwei sprichst, meinst du da mich und die Lena? Ja? Du bist so gut zu mir. Sag einmal, kann ich diesen Verwalterposten nicht alleine ausfüllen? Hm? Jetzt hör schon mal endlich auf mit deiner Verstellerei. Im Übrigen, Was? hast du die Monika heute schon gesehen? Ja, die ist mit ihrem Ersatzbräutigam wie ein Schnellzug bei der Tiernaus. Ich glaub, die Liebesnacht hat dir nicht gut getan. Also, dann such's uns, schick's rein, ich warte auf sie. Ja, gut, mach ich. Hoffentlich sind die zwei nicht in Geist, um Gottes Willen. Na, sowas. Hat der weiß Gott, wie lang schon ein Verhältnis mit der Lena und kein Mensch weiß was davon. Wenn er nicht zufällig die Lena heute gesucht hätte, ich glaub's ihm heute noch, dass er ein Weiberfeind ist.
Ach, da bist du ja, Schatzel. Ich verstehe dich gut. Schämst dich wegen heute Nacht. Lass gut sein. Bald wirst mein liebes Weiberl. Du, ich habe eine günstige Nachricht für dich. Gib mir einen Busser. Froni, wie kommst denn du daher? Gell? Das ist eine Überraschung. Ich wollte halt einmal nachschauen, wie es dir so geht ohne mir. Scheinbar recht gut, ne? Ja, das heißt nein. Oder ja, ganz wie man es nimmt. Ich habe sehr oft an dich denken müssen. Ach, und darum liegt da so viel dran, dass du von mir geschieden wirst. Ja, was bleibt mir denn anders übrig? Auf so einem großen Hof wie den Sternhof, da gehört halt einmal eine Bäuerin. Ja, darum hast du auch schon meine Nachfolgerin kommen lassen, gell? Aber was sollen diese Verdächtigungen? Komm, spiel dich doch nicht auf. Oder gibt's da keine Monika auf dem Hof? Ja, schon. Aber was hab ich mit ihr zu schaffen? Das ist doch dem Bertel, meinem neuen Wirtschafter, seine Braut. Was du nicht sagst. Und für wen hast du mich denn zuerst gehalten, als ich dir die Augen zugehalten hab, ha? Ich? Ja. Ja, weißt, ach, das ist jetzt... Das ist ein Pech, ist das, gell? Gemeiner Haderlump, du. Ha, deine Märchen kannst erzählen, wenn's willst. Mir nicht. Noch dazu, wo ich Kronzeugin deiner Schlechtigkeit bin. Kronzeugin? Also das verstehe ich nicht. Nicht? Na, muss ich dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich bin nämlich schon seit gestern hier auf dem Hof. Und übernachtet habe ich da drinnen. Was? Ja, nachher warst ja du... Ich mein, du hast da drin übernachtet? Ja, brauchst bloß die Lina fragen. Die hat nämlich deine Herzblatt Monika ausquartiert und mich dafür einquartiert. Na, bist jetzt im Bilde? Oh Gott. Tja. Du warst das also. Ich hab gar nicht geglaubt, dass du so lieb sein kannst. Sei bloß still, gell, du Betrüger, du. Und da hast die Belohnung dafür. Ja, was war jetzt das? Ja, kennst du das nicht, erwatschen? Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. So, das macht nichts. Die Hauptsache ist, ich kenne mich aus. Jetzt werde ich mich bloß noch schnell von der Lina verabschieden und dann bist du befehl mal los. Froni. Eines möchte ich dir noch sagen, bevor ich gehe. Bis zuletzt habe ich gehofft, dass du mich da zurückholst auf den Hof. Aber jetzt weiß ich, dass ich nicht viel verloren habe an dir. Meiner Nachfolgerin wünsche ein bisschen mehr Glück, als ich es gehabt habe. Für dich Gott. Na, mei, wie ist denn sowas bloß möglich? Natürlich. Die Lena. Dieses Oberdrahtschweib hat mir die Suppen eingebrockt. Aber die fliegt jetzt. Die fliegt. Du Bauer, ich habe was Wichtiges mit dir zu besprechen. So. Ja? Du hast mit mir was zum Besprechen. Ja. Aber zuerst hab ich mit dir was zu besprechen. Du hinterkünftiger Satansbraten. Hey, was ist denn los? Frag nicht so blöd. Oder glaubst du vielleicht, ich weiß nicht, wer bei der Sache seine Finger im Spiel gehabt hat? Ja, was denn für eine Sache? Dass du mir die Froni auf den Hals gehetzt hast, das soll dein letzte Schandtag gewesen sein, was du auf dem Hof verbracht hast. Du bist ab sofort gekündigt, verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Ich kann ja gleich gehen, richte mir meine Papiere her, dann bist du mir los. Dich da nicht mehr sehen müssen, das ist das einzige Angenehme an der Angelegenheit. Du scheinheilige Bezirkstratschen, du. Ja, das hast du nötig, dass du sagst, du nächtlicher Zimmerpirat. Raus! Grüß dich Gott, Simon. Der Flori hat mich reingeschickt zu dir. Ja, pass auf. Es hat sich in letzter Zeit da am Hof einiges geändert. Weißt, gewisse Umstände sind überraschenderweise eingetreten. Also, wenn du mit diesen gewissen Umständen die Bäuerin meinst, von der sind wir schon begrüßt worden. Du weißt also? Natürlich. Ich weiß sogar, dass sie seit gestern schon da auf dem Hof ist. Ja, eben. Und weißt, also in Unkenntnis dieser Sachlage, ich meine, der mir nicht bekannten geänderten Schlaförtlichkeiten und so weiter, naja, da ist mal der Irrtum unterlaufen. Und dieser Irrtum, der kann mir gerichtlicherweise leicht als Versöhnung ausgelegt werden. Du verstehst? Ja, natürlich, verstehe ich. Ja, also, weißt, so wie momentan die Sachlage ist, schaut es halt ein bisschen schlecht aus mit einer baldigen Verbindung zwischen uns zwei. Weißt Simon, das trifft sich ausgezeichnet.
Ich habe nämlich heute Nacht in meinem Zimmer, allerdings in einem anderen, als wie in dem von dir mir zugewiesenen, habe ich mir so unser Verhältnis durch den Kopf gehen lassen und bin zu dem Entschluss gekommen... Brauchst nimmer weiterhin. Jetzt bin ich schon auf schlechte Nachrichten geeicht. Darf ich nachher erfahren, wo du geschlafen hast? Natürlich, da drin. Was? Da drin? Wie das? Ja, ganz einfach. Nachdem ich die Lena ausquartiert habe, habe ich mit dem Bertel das Zimmer getauscht. Ja, da habe ich ja den Bertel eigenhändig zu dir ins Zimmer geschickt. Ach, ich rennfichig. Ja, du, Simon, aber der Bertel hat an der ganzen Entwicklung da auf dem Hof überhaupt nichts zu tun damit. Na, ich meine, wie schaut's jetzt aus mit der Sache, mit dem Vertrag? Hältst du dein Wort oder muss ich einspringen? Nein, es bleibt schon dabei. Wenn jetzt auch die Sachlage eine ganz andere ist. Ja, Simon, du zeigst dir auf einmal Herz. Nur weiter so. Und wegen uns beiden, Simon, nimm's nicht so schwer. Halt dich an Wilhelm Busch, denn der hat schon gesagt, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Ein Plan muss her, wo ich dieses riesen Rhinoceros vom Flori aufhängen kann. Mir in so einen blödsinnigen Plan einzureden. Du, sei mir nicht böse, aber der Bertel und die Monika, Red mich nicht an, die hängen schon wieder beieinander wie siamesische Zwillinge. Du sollst mir nicht anreden, du dreifach verdoppeltes Rindviech. Oh, wie komme ich zu dieser großen Ehre, ein dreifach verdoppeltes Rindviech zu sein? Das fragst du noch? Du mit deinen vertrottelten Ideen. Was denn? Oh, du machst mit der Rede. Da muss was Furchtbares passiert sein. Ist es auch. Ja? Dein glorreicher Plan hat mich um ein Vermögen gebracht. Was, wieso, warum denn? Weißt du, wer seit gestern abends da auf dem Hof ist? Nein, das weiß ich nicht, aber du wirst das jeden Augenblick sagen. Meine Frau, die Froni. Was? Was? Ja, und weißt du, wo sie übernachtet hat? Na, wo denn? Da drin in der Lena ihrer Kammer. Wo da drin? Ja, oh Gott, na, dann warst ja du bei ihr. Wird der Schlaumeier das nicht gleich wieder so Oh, erfasst? um Gottes Willen, das ist eine Elementarkatastrophe. Faktoren sind da zusammengestoßen. Sei Staat. Was? Die Abschied hat die Lena. Drum ist dieses Luder ins Fremdenzimmer gegangen, um mich in schlechtes Licht zu bringen. Dieses Miststück hat mir die Frone auf den Hals gehetzt. Aha. Ich hab ihr dafür gekündigt. Du. Gott sei Dank bin ich aus dem Wasser. Ja. Sie wollte sowieso gehen, und zwar gleich mit der Froni. Was, die Lena geht? Ja, dann kann ja mir nichts mehr passieren. Im Übrigen hat mir die Monika gerade mitgeteilt, dass wahrscheinlich der Bertel vom Scheinbräutigam zum künftigen Ehemann aufsteigen wird. Was? Drum ist der Kerl wie verwandelt. Dieser meineidige Schuft, dieser meineidige... Ja, wär's ein Wunder, wo ihn doch eigenhändig zu ihr in die Kammer geschickt haben. Was, du hast der Bertel dann... Da wäre ich auch zum Schnellzug geworden, ja. So, und jetzt suche ich mir einen Baum, wo ich dich aufknüpfen kann. Mich? Ja, und drunter hänge ich eine Tafel. Da steht dann drauf, zum Phrase für die Wespen. Denn Floris Ideen sind die besten. Der gefällt mir. Der geht nachts in andere Stuben mit falscher Besatzung und ich bin schuld. Ja, wie wäre denn das wieder richten, hä? Und Wo ist denn der Bauer? der Bauer, der richtet gerade deine Papiere her, weil du gehst. Ja, hoffentlich dauert es nicht zu lang. Die Bäuerin und ich haben nämlich Sehnsucht nach einer reinen Luft. Ah, du gehst gleich mit der Bäuerin mit. Jawohl. Ja. Und dann werden wir euch zwei einheizen. Ja, mir ist gar nicht so warm. Dem Bauern, dem geht's an Kragen wegen der Scheidung. Ja. Und dir wegen Herabsetzung meiner jungfräulichen Heiratsaussichten. Oh, ich habe eine Idee. Du, pass mal auf, Lena. Sag mal, meinst du nicht, dass sich der Bauer und die Frone lieber versöhnen würden wie scheiden? Ach, na, das glaube ich nimmer. Nach dem, was heute Nacht geschehen ist, nicht. Ja, wenn er doch selber bei ihr drin war. Na ja, aber nur körperlich. Geistig war er bei der Monika. Und wenn wir diesen Geist zurückholen in seinen Körper und wir werden diese zwei wieder vereinigen, ha? Das ist mir zu hoch.
Das glaube ich dir. Und denken hast bei dir immer auslassen. Ja, aber überlass das mir. Pass auf, du brauchst nur das zu tun, was ich dir sage. Du musst der Bäuerin ein Geständnis machen, aber bevor sie vom Hof geht. Ein Geständnis? Ja, dass du mir gestern schon erzählt hast, dass die Vroni, also die Bäuerin, auf dem Hof ist und dass sie in deiner Kammer übernachten wird. Ja, das wäre ja der Logen. Was wird das? Wo ich alles getan habe, damit die Sache geheim bleibt. Na. Da täte ich mir ja das Sünde fürchten. Diese paar Sünden, die nehme ich auf mich. Nein. Bei mir kommt's auf Nebon immer drauf zusammen. Ne? Nein, sowas mache ich nicht. Für sowas kriegst du mich nicht nimmer. Ja, was tue ich irgendwas? Oh. Du sag mal, Hedwig. Nein. Junggesellenleben ade. Du, pass mal auf, Lena, würdest du mir auch nicht helfen, wenn ich dir versprechen täte, dass ich dich heiraten tue? Das auch schriftlich geben. Also wenn schon Untergang, dann bis zur totalen Vernichtung. Ja, Flori, dann machen wir alles, wie du es haben willst. Ja. Dann gehen wir aber gleich zur Bäuerin. Du heute mal Geld. Die hat's aber eilig. Ade, du Junggesellenzeit, um stilles Beileid wird gebeten. Ja. So. Da hat nachher die Lena ihre Papiere. Ach ja. Geld kriegt sie auch noch. Was macht jetzt das? Da wäre einmal der restliche Urlaub. Simon, du Erdschwindler, du. Ich weiß alles. Was ist denn los? Okay, jetzt lass doch dein Dumm stehen. Wo wir doch der Flori und die Lena die ganze Wahrheit gesagt haben. Ja schon, aber wieso? Komm jetzt, du hast doch gewusst, dass ich schon seit gestern da auf dem Hof bin und da drin bei der Lena über Nacht habe, oder? Das hat dir der Flori gesagt. Ja, weißt, der Flori und die Lena, die wollen uns wieder aussöhnen. Wodurch die zwei jetzt heiraten werden. Was? Ja. Der Flori will die? So ist. Ach, schön langsam begreife ich. Ja. Und was ist jetzt mit uns zwei? Sprichst du noch was von Scheidung? Kein Wort mehr. Ja? Und alles, was gewesen ist, das wollen wir vergessen. Einverstanden. Einverstanden. Und die Ohrfeige, die ich dir in meiner Eifersucht gegeben habe, ist die auch vergessen? Und ob, das war mir die Nacht schon wert. Simon. Ja, seid jetzt endlich versöhnt, bitte. Ja, Lena. Ja, und ich teile gleich meine Verlobung mit dem Flori mit. Sag einmal, Flori, ist das dein Ernst? Ja, auf alle Fälle, aber nicht gezwungenermaßen sozusagen, gell? Ja. Komm rein, Monika, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Du Bauer, mir ist da zu Ohren gekommen, dass da jemand ein saudummes Zeug erzählt da auf dem Hof. Von wegen die Monika und ich und so. Aber Bertel, das ist doch ein reines Missverständnis. Das hat sich schon alles aufgeklärt. So? Ja, dann ist ja recht. Aber da bleiben können wir jetzt trotzdem nicht mehr, denn die Monika, die kommt ja jetzt zu mir als Bäuerin auf den Hof. Ich hoffe, dass du nichts dagegen hast. Also, meinen Segen habt's. Jawohl, und mein Beileid habt ihr auch. Ja. Ja, Lena, was sagst du dazu? Ich bin sprachlos. Was? Der liebe Gott erhalte dir diesen Zustand.